Gott, schmeckt wie ein Big Mac. Haha, Hilfe, eine Big Mac Pizza. Eieieiei. Tja, die 3S. Sommer, Sonne, Bier. Leben fast Lebensfreunde, mal präsentieren euch die 3S. Sommer, Sonne, Bier. In Bilbao ist der erste Stopp meiner Heimat. Also der erste von, glaube ich, 4 Stopps. Ich war ja noch nie. Verrückte Altstadt. Ich glaube, so wäre es in Köln auch, wenn es nie zerbombt worden wäre. Wenn man das mal so optimistisch sagen darf. Geile Nummer. Ganz viele Tapas-Bars und richtig viel los hier. Samstagabend. Macht Spaß. Sommer, Sonne, Bier und Allion auf dafür. Sommer, Sonne. Bilbao hat auf jeden Fall mal so Touristen wie wir in Köln und wie wir das jetzt auch auf der Reise in Porto hatten. Also hier ist der Bär los, aber coole Stadt, ziemlich viel Leben, so sehr lebhaft, sehr cool. Wir gucken uns jetzt noch oder spazieren jetzt noch zum Guggenheim Museum und fahren von da aus dann mit Bus und Bahn wieder zu dem Wohnmobilstellplatz. Das ist ganz cool, den gibt's bisschen außerhalb, aber noch so, ich glaube, es war eine Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Bus für 1,70 Euro. Liebe KVB in Köln, ich glaube, kein öffentlicher Personennahverkehr ist so teuer wie in Köln. Unfassbar. Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall fährst du da relativ entspannt mit dem Bus ins Stadtzentrum rein. Und da fahren wir gleich wieder hoch. Das liegt hoch oben über dem Fußballstadion von Athletic Bilbao. Auch cool. Versuche ich auch mal zu filmen. Und ja, dann geht's für Alina, meine Frau, morgen von hier mit dem Flieger zurück. Die muss nämlich nächste Woche schon wieder arbeiten. Heute ist Samstag. Und ja, ich fahre dann nach Bilbao noch 3 weiteren Etappen. Nehme ich euch mit zurück nach Deutschland. Erst das Wohnmobil nach Hause bringen und dann wäre dann die 5. Etappe das Wohnmobil nach Hause bringen. Die 6. Etappe wäre dann Gölle. Die da wohnen, wo sie so viel Puppe spielen und wofür der ganze Dress. Die 3S, Sommer, Sonne, Bier und Allion auf dafür. Sommer, Sonne, Bier. Der zweite von insgesamt 4 Stopps auf dem Rückweg ist erreicht. Mein letzter am Strand, am Meer. Ich bin jetzt am Atlantik in Saint-Giron-Plage. Tipp von lieben Johannes. Johannes, vielen Dank nochmal. Das sieht hervorragend aus. Zeige ich euch gleich. Morgen soll es nochmal richtig gute Wellen geben. Ja, morgen früh gehe ich rein, gehe ich surfen und dann mache ich Mittagspause. Und nach der Mittagspause fahre ich nochmal so 350 Kilometer zu Stopp 3. Und ja, dann geht es auf jeden Fall weg in die Mitte von Frankreich oder weg von der Küste Richtung Mitte von Frankreich. Und ja, langsam neigt es sich dem Ende. Ich bin jetzt auch wieder allein unterwegs. Meine Frau sitzt im Flugzeug. Und ja, ich habe mir mitgebracht für die schönen Momente noch von der Hinfahrt. Ihr wisst ja, wer das erste Video geguckt hat, am Meer direkt in Frankreich auch, in Capbreton, ein bisschen südlicher von hier, gab es das erste Bier in der Sonne, genauso wie jetzt, schön am Abend. Und ja, deswegen, was sagt man, wenn man als Kölsche Jungen letzter Abend am Atlantik nach so einer mega geilen Reise verbringt, mit einer Träne im Knopfloch. Ja, die 3S, Sommer, Sonne, Bier. Prost. Ah, wunderbar. Jetzt guckt euch das hier mal an. Sommer, Sonne, Bier und Allion auf dafür. Sommer, Sonne. So, willkommen bei Stopp Nummer 2 auf der Heimreise. Nach dem schönen Abschied vom Meer gestern Abend bin ich jetzt noch mal so 4 Stunden gefahren.
ins Landesinnere, Richtung an Bordeaux vorbei, Richtung grob Paris. Durch Paris muss ich diesmal ja nicht, weil ich ja Richtung Luxemburg fahre, um nochmal einen Freund zu besuchen. Und habe hier einen richtig schönen, ganz urigen Stellplatz gefunden. Über so ein französisches Netzwerk. Das nennt sich Camping Car Park. Ist auch nicht teuer, ist mit Strom. Wenn ihr mal hört. Vielleicht kann man es hören. Ganz viele Vögel. Hier ist Totenstille. Ansonsten nur Naturgeräusche. Ab und zu fährt hier mal eine Bahn lang. Ich bin mal gespannt, ob die heute Nacht lang fährt, aber wahrscheinlich nicht. Und ja, es sind noch 3 andere Wohnmobile hier. Hier gibt es sogar WLAN. Und ja, ist halt einfach nur so ein Stopp für eine Nacht. Morgen fahre ich dann weiter. Morgen fahre ich ja bis, ich sag mal, heute waren es 4 Stunden. Morgen fahre ich nochmal so 4 Stunden. Und dann habe ich mir das, glaube ich, ganz gut angeteilt. Dann fahre ich so einmal unten unter Paris durch Richtung Metz. Und ja, ich glaube, auf dem Hinweg bin ich so 6 Stunden immer gefahren. Jetzt habe ich aber mehr, was heißt auf mehr Zeit als auf dem Hinweg. Jetzt bin ich ja gesurft und muss keine Wellen mehr jagen. Und ja, nee, kann jetzt ganz entspannt nach Hause fahren und ja, habe diesen schönen Platz gefunden. Ich bin mal gespannt, wie es heute Nacht wird, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. So, das ist jetzt der Stopp Nummer 3. Relativ unspektakulär, auch einmal, ich bin jetzt einmal quer durch Frankreich gefahren. Das ist auch nochmal ein Stellplatz von der Camping Car Park App oder von der Kette. Ich brauche ja Strom wegen meinem Kühlschrank, der ja den Geist aufgegeben hat. Und ich bin jetzt zwischen Troyes und Reims, glaube ich, spricht man es aus, richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Reims. Ja, es gibt noch ein weiteres Wohnmobil. Aber warum ich mit euch jetzt hier über den Platz laufe, obwohl es gleich anfängt zu regnen, ist was ziemlich cool ist. Das ist eigentlich nur so ein Stopover, der völlig unscheinbar ist. Aber ich habe was Lustiges gesehen und da nehme ich euch jetzt mit, weil das wertet diesen Platz tierisch auf. Neben einem 24-Stunden-Toilettenhäuschen, was ich nicht brauche, aber sicherlich auch cool. Aber passt auf. Hier ist der Stellplatz, da hinten hatte ich geparkt, hinter dem Wohnmobil. Ist noch ein zweites, da seht ihr meins. Und hier hinter dem Lieferwagen ist nämlich dieser Pizzaautomat. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Ich noch nicht. Und da ich euch ja immer für die großen kulinarischen Sachen mitnehme, wird es bei mir natürlich eine Pizza Burger. Ja. Oh, ist im Angebot. Stark. Cold Product wollen wir nicht, wir wollen Hot. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Hier, das habe ich eben schon mal bei einem anderen gesehen, da kommt jetzt gleich eine Pizza im Karton raus und wenn ich Glück habe, ist sie sogar warm. Wenn ihr Bock habt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr so einen Automaten schon mal gesehen habt. Für mich ist das heute eine Premiere. Zack. Ist ja Wahnsinn. Und nicht als sexy, kranke Schwester. Alle voll in Polyester. Und wofür der ganze... So. Also die erste, meine erste Automatenpizza. Sieht so aus. Riecht riecht schlimmerweise wie ein Big Mac. Eieieiei. Und schmeckt. Boah. Könnte ein bisschen härter sein. Nicht so lauwarm, aber schmeckt super. Boah. Oh Gott, schmeckt wie ein Big Mac. Hilfe, eine Big Mac Pizza. Eieieiei. Ja, also das ist Stopp 3 auf dem Weg nach Hause.
Ja, guck, das Camperleben ist voller Überraschungen. Ist das nicht schön? Das ist Stopp 4. Wir sind jetzt in Luxemburg City. Luxemburg Stadt, mitten an einer stark befahrenen Hauptstraße. Nicht Einkaufsstraße, Hauptstraße. Und ja, ich habe trotzdem mit Ohrstöpsel ganz gut geschlafen. Habe einen Kumpel besucht. Vielen Dank, lieber Olli. Und wir hatten einen richtig schönen Abend und habe hier mit dem Fahrrad, das Fahrrad abgemacht, bin mit dem Fahrrad durch Luxemburg gefahren. Ziemlich witzig, weil mit der alten Gurke habe ich nur einen Gang. Geht ja hier so ein bisschen rauf und runter. Ja, und jetzt geht's für mich und fürs Wohnmobil wieder zurück nach Deutschland und fürs Wohnmobil dann wieder in die Scheune. Und für mich dann morgen wieder nach Köln. Ja, zurück in den anderen Alltag. Doch an eines, da denk keiner, da du doch Glück jetzt die da Wunder, wo sie so 4 Stopps später, jetzt quasi mit dem 5. Stopp, bin ich wieder zurück in Deutschland. Das Wohnmobil steht vor der Scheune, in dem das Wohnmobil dann immer steht, wenn ich nicht mit ihm fahre. Zeige ich euch einmal kurz. So sieht das aus. Ja, morgen geht's wieder zurück nach Köln und dann muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Ja, die ersten Auftritte stehen dann aber auch schon an und das freue ich mich auch schon drauf. Bin mal gespannt, bei dem einen oder anderen nehme ich euch mit Sicherheit mal mit. Und ja, was für eine Reise, unfassbar viele Eindrücke, von gar nicht geschlafen bis hervorragend geschlafen, bis verletzt und voller Adrenalin. Alles war mit dabei. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei den Videos und sollte ich nochmal so eine Reise machen, nehme ich euch ja vielleicht wieder mit. Erstmal nehme ich euch jetzt aber mit ins Musikleben von Köln und vom Kölner Umland. Ich freue mich riesig. Ich glaube, als allererstes nehme ich euch allerdings mit vor einem Auftritt noch ins Studio. Da steht noch ein ganz, ganz spannendes, ganz besonderes Projekt an. Das kommt dann als nächstes, da dürft ihr euch auch schon drauf freuen. Ich nehme ein ganz besonderes Lied auf mit meinem Vater und ja, das ist so das nächste Projekt. Und da sehen wir uns dann ja schon. Das beginnt nächste Woche und ja, bleibt dabei. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis bald. Vielen Dank.